An der zweiten Generation präsentiert sich den SUV Coupé, den X4 von BMW, a punkto Design gefällig, elegant, spritzt doch ein Luftzug Sportlichkeit aus. Dafür haben die Münchner die Form und Format von ihrem Sports Active Coupé gleichermaßen verändert. Vis-à-vis seinem Viergänger ist der neue Mittelklasse SUV an der Länge um 8 cm auf 4,75 Meter gewusst, geht 4 cm mehr an Breit gezogen, kriegt bald 6 cm mehr Radstand. Gleichzeitig ist sein Gewicht 50 Kilo aufgesetzt gehen. Der vierten Teil vom X4 mit seinem überschaffenden Scheinwerferdesign gouf teilweise modernisiert, aber im Klion dürfte den eheständigen hintersten Teil mit seinen schmalen LED-Leuchten am L-Design auch gut kommen. Op jeden Fall de Raklammen an de 4,75 Meter langen X4 als typisch komfortabel. An dem fein verschaffene Cockpit bietet genug Platz. An der ersten Reihe als an alle Richtungen völlig Platz, so gut die große Chauffeur von 300 Volant sehr die richtige Sitzposition und hat einen guten Überblick auf alle Instrumente. Trotz dem flachen Verlauf vom Dach vom Auto hat Platz hinten dran nicht gelitten, weil so gut nach an der zweiten Reihe kann ihn ordentlich mit auf die Reise gehen. An Platz geht man einem ordentlichen Kompartiment für die Bagage aufgerannt. Den X4 schlägt 525 bis 1430 Liter Ladevolumen, schon genug für den Abkauf. Auch agreeabel ist, dass der Cockpit zum Chauffeur hin orientiert ist und dass der Interieur proper abgeräumt ist. Am neuen X4 gibt es Tableau de Bord einen abgesetzten Ekran mit der Touchscreen-Funktion. Er kann ein Kommunikationssystem per Spruch oder per Geste bedingen. Auch gibt es bei BMW für die wichtigste Funktion auch für Klima- und Sitzsteuerung nach richtig Tasten. Auch die jüngste Generation vom Head-Up-Display kann mit seinen wichtigen Informationen voll überzeugen. Was mich ein bisschen gesteuert hat, der kritische Punkt, noch hinten rauszugucken. Ein breit C-Seil, ein noch hinten aufhellen Dachlin, ein kleines Fenster. Für den Lo aber nach positiv auszudrücken, wenigstens als ein gut Kamera an Bord für anderes zu fahren. Und plus aufmerksame Assistenten an Bord, für zu versichern, ohne Schreibs an Tage abpacken zu können. Guck mal an die andere Richtung. Noch 4. Ich meine, das macht mehr Spaß. Ich habe auch sehr vergessen, dass ich eigentlich an einem SUV, einem SUV, dem X4 von BMW sitzt, wenn ich das Gaspedal bis an den Spruch hält. Und auch ich habe gemerkt, dass der X4 tatsächlich nicht nur agreeabel auf der Autobahn und an der Stadt zu fahren ist, sondern auch auf der Landstraße. Mit bemerkenswerter Präzision zirkelt den 1,8 Tonnen schwere Koloss im Kia und hält seine Linie, seine Trajektoire schön an. Wobei auch den Allraddündriff und die elektronische Sperrdifferential und der hinterste Achse mit am Spiel sind. Also, wenn den X4 allein Wackeln bringen will, muss ich schon richtig schlecht lehen oder einen groben Fehler provozieren. Dass X4 von BMW auch so richtig erschwankt, braucht einen starken Motor. Wir hatten den Spaß im Fahren mit dem X-Drive 30i mit seinem 4-Zylinder 2 Liter Twin Turbo Power Motor und mit 252 PS in dem Kapo. Das in dem Kapo nicht mehr 4 Zylinder schafft, als kam zu leben, weil den SUV 40 wie 6 Zylinder an hier zur Bälle suchen. Der Motor ist perfekt equilibriert, zieht gut durch und zusammen habe ich mit der präzisen Erdstufenautomatik als perfekt gelungen. Mit Leichtigkeit schubst in 350 Newtonmeter Drehmoment den SUV noch 4. An noch 6,3 Sekunden ist er von 0 auf 100 km/h und sein maximal Vitesse liegt bei 240 km/h. Und alles über M-Power und ein gut angestalteten Erdstufe Steptronic. Und dass das alles so mehr wie genug Power ist, steht das so froh. Während sich diese Power-Benziner paar Bayer mit 7,2 bis 7,3 Liter zufrieden gibt, sie bei uns aber die 9 Liter durch Benzinsleitungen geflossen. Nicht zuletzt durch eine speziell aufgestimmte Technik von M-Suspension an einer variablen sportlicher Steuerung konnte in den Eindruck von Sportlichkeit und Komfort gewinnen. Und das, weil mit diesem X4 30i erstaunlich sehr kann unterwegs sein und den Spaß im Fahren genießen. Wenn ihr logische Spaß mit einem sportlichen SUV will tun,
sollt sich diesen X4 X-Drive 30J op jeden Fall gucken. Wann noch mat senger langer Lucht vu Sicherheits- a Komfortextras kebel ihr Spaß. PS, Dubelkupplung Automatikbord. Allradlenkung, do fängt es schon nun so am Bar zu kribbeln. An alle Hobbysportler freut sich für Silo hunderte Volant vom Renault Megane RS zu setzen. An seiner vierten Generation lädt der Renault Megane RS bei der Leistung von 280 PS nochmal kräftig zu. Optisch hat einen Design, der noch nicht direkt so stark auffällt, aber rätzt sich auch nicht mit großen Spoilern. Typisch Renault ist aber auf verschiedenen Insignien als RS zu erkennen. Ziemlich sportlich, mit mehr einer breiter Spur wie beim GT, 18 oder 19 Zoll Aluräder, verbreite Radkästen, enger dynamischer, sportlicher, neuer vierter Jeep, inklusive große Luftlöcher, LED-Scheinwerfer, Seitenschweller, sowie enger hinnischter Jeep mit diffuser Ersatz, an engem sportlichen Auspuffrohr an der Mitte vom hinnischen Deel, präsentierte noch seine RS-Identität. Auch am Ende geht es mit Ausnahmen von den Sportsitzer dezent weiter. Rot Näht an den Sportsitzer, ein roter Ring an der 12-Hour-Position im Volant, an einem roten handlösten Logo im Volant weisen schon auf sportlich Fuhren hin. Wobei in Avrelo die ugegossen passende Sportsitzer mit integrierten Kapstützen zusätzlich einen guten Seitenhalt nicht vergessen. Renault hat durch im Tableau de Bord den guten Mittelweg zwischen all Knäppchen und Schalter sowie der Funktion vom Touchscreen fand. Op diesem großen Touchscreen ginnet allerhand Spielereien mit all Sort von Daten. Zur Leistung, zu den Beschleunigungswerten oder zu den Parametern vom Motor, sowie auch zu einer ganzen Reihe von Assistenzsystemen. Also ganz allgemein verbleibt die 4,36 Meter lange Megane auch als RS als von den cleversten Gefähren an seiner Klasse. Und dazu gibt es Platz für bis zu 5 Personen, 5 Tieren an einer Mal von 384 bis 1200 Liter Ladevolumen. Für eine Fuhre voller Kraft über die 4 Räder sorgt doch ein 1,8 Liter starke 4-Zylinder Turbomotor mit der Leistung von 280 PS bei 6000 Touren an der Minute an 390 Newtonmeter zwischen 2400 und 4800 Touren an der Minute. Spricht doch über den flotten Motorsound, den noch nicht lässig an den Ohren klingt oder über präsent das direkt an Kräfte jün. Nicht viel Drehmoment an den niedrigen Touren, aber enttäuscht ein bisschen am ewigsten Drehzahlbereich. Die Doppelkupplungsautomatik DDC, die auch hier bei uns an Bord war, agiert flink, weist sich aber beim sportlichen Fahren auf verschiedene Situationen unschlüssig. Sie punkt zwar zusätzlich mit Funktionen wie eine Launch Control oder der Möglichkeit, die Gang durch Paddeln wollen sie übersprangen, an dem vom 6. Gang an den 3. zurückzuschalten. Über dem Multi-Sense-System lassen sich auch verschiedene Fahrmodussen von Komfort über Normal zu Sport und Race ausstellen. Für jeden sein Spaß. Bei der Suspension kann ich bald von einem Traum schwätzen. Und das lädt an einer spezifischen Fahrwerksaufstimmung mit unterschiedlichem Auslehen von der Förderung an den Amortiseuren. Auch Bremsen machen zu keinem Moment schlapp, weil hier auch eine optimale Killung bei starker Beanspruchung ein gut Arbeit mischt. Am Megane RS bringt Renault auch seine Allradlenkung mit ans Spiel. Ein Future, den zum Beispiel aus dem 911 GT3 und GT3 RS bekannt ist. Hier steuern die Hinterräder matt, und das bis zu 60 km/h.
An am Reismodus sogar bis 100 km/h a bis zu 2,7 Grad a geie Richtung vun ene Fichterräder. Wobei d'Gefähr deitlich mi flenk a Spëtzkeieren oder 90 Grad Keieren agéiert a stabiliséiert gëtt. Mir ass allerdings passéiert, dat sech an der Sorti vun engem Randpoint duch Knubbelen an der Stroos de Gripp verloer hat. Dummer der an dënner Steiere grode sinn, an d'Geiersteiere vun der hënnechte Achs fir spontan iwwersteiere Gefil gesuercht huet. Von 0 op 100 km/h a 5,8 Sekunden an eng Spitze Vites vun 250 km/h stellt sich jo schon vun de Läng rëm die lästig froh vum Bensinverbrauch. Das heide Normverbrauch vu 6,9 Liter net ze schaffen ass as joch Chlor. Laut Computer bei flottem, sportlichem Fuhren op der Landstroos sie schon die 10 Liter fällig. Seierkeieren, Enkekeieren an ziemlich schlechte Makadam weise wéi andrucksvoll wie kompetent den NRS aufgestimmt ass. Rënnelt ka stolz sinn, wéi se fertig brucht hunn, so ein Auto fir all Vorsituationune gebaut zu hunn, an den sich auch ganz bestimmt fir kegem senger guter Konkurrenz ze verstoppe brach. De Renault Megane RS soll auch Manner dat Beist Herd Bad Boys Sportgefir sinn. Mit dofir awer de Spagat tschen der Sportlichkeit an dem Komfort, besser gesot Meligkeit vum alldesche Fuhren besser präsentieren.